Servus, grüßt euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Feldwitzen und ich habe festgestellt, ihr habt ein Problem mit meinen Titelbeschreibungen. Erst vor kurzem hat mir einer gefragt, ist Hardcore-Agent oder Hardcore-Build legendär gemeint? Nein, ist es nicht. In dem Video zeige ich euch, was das Zeichen da bedeutet. Ja, das ist das Hardcore-Zeichen und ich zeige euch, wie es den Agenten anlegt und was in dem Spiel oder in dem Spiel anders ist, wenn man mit einem Hardcore-Agent spielt. Also in dem Sinn, da ich sagen, schaut euch das Video, dann hat es ein wenig gescheiter und packen wir's. So, als erstes fangen wir mit der Gaudi an. Wie komme ich zu einem Hardcore-Agenten? Ihr habt den Startbildschirm, wie jetzt da so, ihr seht hinter mir. Und wenn es ein Hardcore-Agent ist, ist da Hardcore und der komische Totenschädel da, ja, oder so ein, weiß ich nicht, Kaibe mit Flügel oder so. Kalb mit Flügel auf Hochdeutsch. Also, normalerweise wäre das ein normaler Agent, wenn man sagt, da habe ich SHD 8000 hau mich tot. Anderes Emblem kommt zusammen zustande von den ganzen Belobigungen oder so, was du hast, ja. Spielzeit etc. und so weiter. Dann hat man da herunten 4 Charaktere zum Erstellen, wobei man bei jedem Charakter, was man erstellen kann, am Anfang wählen kann, normaler Agent, also Softcore oder Hardcore. Das steht gleich am Anfang dort. Wenn man dann Hardcore gewählt hat, ich kann es euch leider nicht sagen, weil natürlich mit den Charaktere wieder mal voll bin, dann erstellt man einen Hardcore-Agent, also sagt man, der ist jetzt da auf 15 Story. Ja, Level 15 in der Story. Weil bei jedem Hardcore-Agenten fängt von 0 an. Das heißt, du kannst die Story, musst die Story ganz von Anfang an spielen bis Level 40 und dann kommst in den SHD-Part rein. Also da geht eigentlich das Spiel so richtig erst los. Der Punkt bei der ganzen Sache ist, wenn du mit einem Hardcore-Agenten stirbst, dann bist du tot. Dann kannst du die Story wieder von vorne anfangen. Was viele nicht wissen, was ich gleich am Anfang sage, wenn man sich im Hardcore-Agenten jetzt hat SAD erspielt hat, sage ich mal 1000 SAD erspielt hat oder 800, dann, und man verreckt, also ja, dann muss man die Story wieder zurück, also wieder von vorne spulen. Man kann es auch nicht überspringen mit Level Boost 30, New York etc., das geht nicht. Also man muss von 1 bis 40 durchspulen. Und dann kriegt man die zuvor erspielten SHDs wieder. Wo es auch ganz lustig ist bei der ganzen Geschichte ist, dass man die Gear, was man mit einem normalen Softcore erspielt hat, nicht mit einem Hardcore teilen kann. Das heißt, die Kisten, was beim Softcore voll ist, ja, die ist da voll, aber die vom Hardcore ist leer. Also die Kisten, was der Hardcore-Agent spielt, das musst du im Spiel erspielen, ja. Das bleibt dann in der Kiste vom Hardcore-Agenten drinnen, wenn es dir dann umhaut, ja. Und du musst wieder die Story von vorne anfangen, dann haben die Teile noch drin. Also die Teile, die bleiben in der Kiste drin. Das Einzige, was man verliert, ist das, was man gerade anhat. Meinetwegen, du hast jetzt ein Top Gear, bist SHD 10, ja, und freist die wie ein Schneekinni, dann haut's die um, dann bist du hin, dann kannst du die Story von Anfang an wieder anfangen und die Sachen, was du angehabt hast als Agent, die sind weg. Also ist es gescheit in der Kisten, sag jetzt mal ein paar St. Elmo, ein paar Exoteile, zum Sammeln, dass man, wenn man hier wird, sich wieder ausrüsten kann. Aufpassen muss man auch, wie bei normalen Spiel, die Waffen sind nicht, die sind Level 1, 2, 5, 10, ja, bis 40. Level 40 Waffen, dann ist gar. Die kann man aber am Anfang nicht nutzen, weil man sich ja wieder von vorne an raufspielen muss. Und darum heißt das Ding Hardcore. Das hat jetzt mit legendär überhaupt nichts zu tun. Man kann im Hardcore-Modus auch legendär spielen, aber da muss gescheit sein und gut sein und vielleicht auch zu viert. Weil, legendär bleibt legendär und einmal sterben bis hin. So, das einmal dazu. Ich habe mir jetzt da ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ich nicht so einen Scheiß verzeihe. Und ich versuche das jetzt einmal in Hochdeutsch, ja, damit es ja jeder mitkriegt und jeder versteht. Also,
In der Definition 2 bezieht sich das Hardcore auf einen speziellen Spielmodus, der das Gameplay deutlich herausfordernd gestaltet. Hier sind die wesentlichen Merkmale des Hardcore-Modus. Erstens, permanenter Tod. Der wichtigste Unterschied, dass im Hardcore-Modus der Tod des Charakters permanent ist. Das bedeutet, wenn ein Hardcore-Agent stirbt, wird dieser Charakter gelöscht und du musst komplett von vorne beginnen. Zweitens, hoher Schwierigkeitsgrad. Hardcore-Charaktere haben einen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Es gibt keine zweite Chance oder Respawns, was jede Entscheidung im Spiel entscheidend macht. Also dritter Punkt, getrennte Fortschritte. Dein Fortschritt im Hardcore-Modus ist vom normalen Spielmodus getrennt. Das bedeutet, dass Ausrüstung, Waffen und Level nicht mit dem Standardmodus geteilt werden können. Ja? Außer das, was ich vorher gesagt habe. Das, was in der Kiste drin ist, das bleibt. Und wenn du Level 40 erreicht hast, dann kriegst du deine SHD wieder zurück. Ob das jetzt ein Bug ist, glaube ich nicht. Also ich denke, das wird schon gewollt sein. So. Ja. Bla bla bla. Der Hardcore-Modus richtet sich an Spieler, die eine besondere Herausforderung suchen und sich auf intensive, risikoreiche Missionen einlassen möchten. Ja. Also die beste Taktik im Hardcore zu existieren, wäre meiner Meinung nach so. Haben wir auch wieder aufgeschrieben, um den Hardcore-Modus in The Division 2 erfolgreich zu meistern, solltest du eine vorsichtige und strategische Herangehensweise wählen. Das heißt, jetzt wäre schon einer zu mir gesagt, ich bin schon 60, das sauert schnell für mich. Hardcore-Modus heißt, zuerst denken, dann handeln. Nicht reinrennen, ratatatata und das war's dann, sondern guckst du, schaust du und überlegst du, was du machst. Ja? So. Dann langsames Vorgehen und Geduld. Vermeide unnötige Risiken, nimm dir Zeit, um Gebiete zu erkunden und Gegner genau zu beobachten. Was ich so gerade gesagt habe. Setze Deckungstaktiken ein. So, mein Hänger. Nochmal. Setze Deckungstaktiken ein. Nutze immer Deckung, bevor dich ins Gefecht stürzt, gute Positionierungen sind der Schlüssel. Ja. Hochdeutsch ist nicht so mein Fall, aber ich versuche es trotzdem. Ausrüstung und Waffenwahl. Wähle eine defensive Ausrüstung, statte dich mit Ausrüstungsteilen aus, die deinen Rüstungswert und deine Gesundheit erhöhen. Also im Hardcore-Modus nicht 6-mal rot umeinander rennen, da zirkt es nicht. Damage bringt alles, sondern Rüstung bringt was. Ja? Weil wenn du dann aufs Sackel kriegst, als komplett roter, dann machst du und du fällst um und bist hin. Du kannst wieder von vorne anfangen. Taube fliegt vorbei, du bist tot. Ja. Sandbüschel fliegt vorbei, du bist tot. Nix. Rüstung. 6-mal Rüstung muss sein. So ähnlich wie in der Tagzone. Ja. Und deswegen ergibt sich auch mein Hardcore-Bild, was ich eingestellt habe. Meiner Meinung nach das beste Hardcore-Bild für Open World. Ja, legendär sei mal dahingestellt. Habe ich im Hardcore noch nicht probiert. Ich bin auch wieder erst auf Story 15, weil es mir eben auch wieder zerlegt hat. Ja. Und ja, weiter im Text. Nutze ein Schild, das ballistische Schild ist ein großartiges Tool, um zusätzlichen Schutz zu haben, insbesondere in brenzligen Situationen. Ja, ich habe jetzt eine 2 Mille Rüstung, ja, hauen sie mir trotzdem weg, zack, Schild raus und dann habe ich trotzdem mal noch so einen gewissen, ich hau jetzt einmal schnell ab und ich verpiss mich, ja, weil sonst tot wieder von vorne. So. Skill-Auswahl. Heilfähigkeiten sind essentiell. Wähle Fähigkeiten wie eine Wiederbelebungsdrohne oder das Erste-Hilfe-Paket, um dich in brenzligen Situationen schnell zu heilen. Geschütz und Drohne können ebenfalls nützlich sein, um den Gegner zu beschäftigen und zusätzlichen Schaden zu verursachen, während du in der Deckung bleibst. Gescheit ist auf alle Fälle ein Wiederbeleber an Hive oder die Heildrohne. Ich spiele mit Schild und Wiederbeleber. Das sollte man jedem ein wenig so selber überlassen sein. Ich sag, gescheit ist ein Wiederbeleber, also der Hive und Schild. Ich habe jetzt noch nichts. Ein Kollege von mir, der spielt auch mit Geschütz und Wiederbeleber ohne Schild. Muss man schauen. Besondere Vorlieben von jedem, ja. Dann Solo oder Team. Im Team spielen, spiele nach Möglichkeit in einer Gruppe. Dadurch erhöht sich die Überlebenschance, da du von einem Teammitglied wiederbelebt werden kannst und Gegner aufgeteilt werden. Kommunikation. Eine gute Kommunikation ist der Schlüssel, um Gegner strategisch auszuschalten und rechtzeitig aus brenzligen Situationen herauszukommen. Deswegen,
So, Vorsichtsmaßnahmen, Wortkotze. Nochmal langsam. Vorsichtiges Vorgehen in Missionen. Ganz klar. Beginne die leichten Missionen, starte mit niedrigsten Stufen oder niedrigsten Stufenaktivitäten, um Erfahrungen und bessere Ausrüstung zu sammeln. Vermeide schwer erreichbare Kontrollpunkte. Kontrollpunkte und Missionen in hohenstufigen Gebieten sind oft riskant. Greife erst auf sie zu, wenn du ausreichend vorbereitet bist. Rückzugsoptionen und Fluchtwege. Plane deinen Rückzug. Wenn du in eine schwierige Situation gerätst, habe immer einen Fluchtweg im Kopf. Kämpfe nur dort, wo du dich schnell zurückziehen kannst, falls es kritisch wird. Also nicht, wie gesagt, eine Renner, ratatatata, batsch tot, oh Scheiße. Also ich war ganz schön am Arsch gewesen. Ich habe auch fast geflennt, wie ich habe mir da erspielt und tun und gemacht und 35 SAD, oh, ich bin ein toller Hecht, ja, reingerannt, batsch, umgehauen, da bin ich dumm. Ein bisschen Mimimi war da schon dabei, gell? Also, naja. Ressourcen schonen, ja. Sparsam mit Medikits und Granaten umgehen, da der Nachschub im Hardcore-Modus begrenzt sein kann, setze Heilgegenstände und Sprengstoff nur dann ein, wenn es wirklich notwendig ist. Durch die taktischen Herangehensweise kannst du die Überlebenschance im Hardcore-Modus deutlich erhöhen. So, das war jetzt mein Senf zu dem Ganzen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Was wollte ich noch sagen? Zuerst einmal die Story durchspielen, am besten mit einem, der schon höherrangig ist, der zirkt euch durch die Story durch, dann dauert es nicht so ewig lang, ja, weil aufpassen, pump, Fliege kommt, ui, tot. Ja. Also einen mitnehmen, der wo schon eine gute Ausrüstung hat, weil das hauptsächlich an dem ganzen Hardcore-Scheiß ist, du brauchst Ausrüstung. Gear ist Nonplusultra und gute Waffen. Du hast am Anfang nichts und du kriegst irgendwie auch nichts. Also wäre es nicht Division, als wenn du da nicht 2 Stunden looten müsstest, um irgendeine Unterhosen zu kriegen, wo du dann anziehen kannst, damit du dir wieder neu einscheißen kannst. Also, wie gesagt, miteinander spielen, nur im Team spielen, seltenst alleine und wenn dann ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ja? Nicht, dass wieder so ein blöder Ed daherkommt, denkst du, du kannst mir gar nichts, Peng kommt da daher oder irgendein so ein Läufer von hinten, wie es mir gegangen hat. Ja? Ich habe einmal nicht gemacht, was mir Spätzl gesagt hat. Ja? Renn 4, sitzt mir neben ein Fass, kommt da so ein Bombenläufer, ja? Der explodiert, das Fass explodiert auch, mein Hive ist kaputt und ich auch. Super, war in Roosevelt. Das dazu. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, Abo oder Like immer gern gesehen. Ja, wenn nicht, dann habt ihr es schon geschaut, wenn es da seid. Also bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch und Kommentare nicht vergessen. Servus.